Wie kommt ihr zu Ihrem Hobby? Ich finde Kunst auf der Schule ganz geil. Und habe noch nicht viel gemacht, aber jetzt mache ich das nochmal ganz gern. Ich war noch immer fasziniert von Edelsteinen und Halbedelsteinen und ich wollte etwas Schönes damit machen und dafür habe ich schon von angefangen, Bijoux zu machen. Alors, je me présente, mes produits sont sans sucre ajouté, sans conservateur. Donc, c'est à partir d'un mode de vie sain que j'ai depuis quelques années que je me suis dit, je vais me lancer pour que les gens ils puissent avoir aussi une alternative à des produits bons pour la santé, sans sucre et sans conservateur. Alors, j'avais des idées pour les artisanats, pour faire un peu pour le Noël, pour des choses un peu différentes, je dirais. Je l'aime aussi, les choses que ça fait à la main, c'est ça. Weil das ein bisschen viel aufzuschalten, wenn ich den ganzen Tag also am Gang zu schaffen ist und dann will ein bisschen zur Ruhe kommen, dann brauche ich irgendetwas für mit seinen Händen zu machen und dann machen wir das also beim Fernsehen oder so. Ich mache viele Sachen so Oves beim Fernsehen und irgendwann habe ich auch Artikel entdeckt und war eigentlich auf Nachruf von meinen Boven hin, weil die Sachen wollte gehäkelt tun, so Männerchen, die ich eben mache. Mein Hobby machen ist etwas mehr wie 30 Jahre. Es sind noch bald 30 Jahre als Schöffling, solange wie der Verein halt besteht, für die Hobbyausstellungen zu machen, sind schon immer dabei gewesen. Und ich hoffe, dass wir noch viele Jahre können machen, weil das immer flott ist. Wir sind ganz viel froh, wenn viele Leute kommen. Ja, wo Corona war, da habe ich mich gelangweilt. Und dann habe ich gedacht, da fängt ich mal mit Pizzen. Ich habe mein Leben lang nie gebitzt. Und dann habe ich angefangen mit Pizzen, ich habe Maske gebitzt, dann habe ich den alles gespendet für krebskranke Kinder. Und da war ich infiziert. Da hat einer zu mir gesagt, wenn du bis fängst mit Pizza gedenk sucht, so bei mir nicht, sie fortgelaufen. Meine Mom gesagt hat, für Pizzmaschine. So sind ich am Anfang dazu gekommen, gell? Ja, das war ganz spontan, weil ich schon ganz viele Sachen aus Resin gesehen und ich wollte mich einfach mal ein bisschen informiert und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich dazu dezidiert habe, die Sachen noch zu machen, als selber zu machen und zu verkaufen. Ah bah écoutez, je peins depuis que j'ai 15 ans, donc c'est vraiment une passion pour moi et voilà, j'ai eu envie de faire partager ma passion de la peinture abstraite et intuitive aux gens, voilà. Was verkauft ihr? Bilder aus Acrylik und auch Pyrographie. Ich verkaufe Bijoux als Halbedelstein mit Edelstahl dazwischen, Bracelet, Ketten und noch Sachen, die Leute bei mir bestellen. Alors, aujourd'hui, on a du pain d'épices, des biscuits de Noël et on a aussi des boules pour du mix pour chocolat chaud. Alors, je vends des choses de Noël, des choses qu'on voit pour les cheveux. Ma collègue aussi, elle fait pour la résine, un peu de tout. Wir verkaufen alles Mögliche, was wir selber gemacht haben aus Stoff. Und dann, wir sind nicht nur zu zwei, wir sind zu vier. Dann hast noch einen, der möchte machen kann, dann tut noch eine Burzelzer so gemacht. Und dann treffen wir uns und dann machen wir das zusammen und dann geht das ein. Ich verkaufe so kleine Fisch am Glas, ich verkaufe so kleine Pöpperchen, die ich mache, wie du siehst. Und das mache ich eben so für meine Freizeit. Ich verkaufe normalerweise alles, was Adventssachen sind, Adventskranz, Adventsarrangementer, Männerscher, neue Sachen, die du mal rausgewiesen hast, die Flehen an der Lut und so viel. Und wir hoffen, dass wir viel Success haben dabei. Ich verkaufe Kirf, Ackerskirf, für zusammenzufallen, kleine Kirfischer, Schachteln an Fischform, an lauter so Kleinigkeiten, an Dinger für aufzuschminken, der Kirfhai, die große Kirf, ja. Ich mache Schmuck aus Resin, also aus Resinharz und Schlüsselumhänger, ich mache ein bisschen von allem, Bracelet, Aschenbecher, alles, was ihr braucht. Des toiles et des objets peints à la main. Voilà, c'est tous des pièces uniques. Peinture abstraite et intuitive. Voilà. Wie viele Ausstellungen haben ihr oder mehr hier im Land? Nicht so viel. Vielleicht 2 Expos und 4 Hobbymats. So eine halbe Dosen ungefähr, ja. Alors là, mon projet, je l'ai lancé depuis 1 an à peu près. Donc là, je suis à ma 4e exposition et mon premier marché de Noël.
la deuxième fois que je le fais. C'est le 12e, je dirais. Et j'espère faire encore plus. Wir machen just Heimat, weil et braucht einfach relativ viel Auswahl an da können die nicht unter Druck viel zu schaffen. Das soll Spaß machen und nicht nur Arbeit sein. Just den Hai, ich komme just op den heute mal an anerwärts eben über Facebook mal so, dass vielleicht mich Sachen aufholen. Also am Anfang kun ich da 3 Feier gemäht mir an den letzten 4 Jahren Menschen nimmer nach Schöffling, weil ich mich einfach mehr mit Schöffling verbunden viele wie mit den anderen Wirtschaften. Und ich bleibe dann heim, ich verkaufe aber auch privat oder online oder über Facebook. Von denen ich besaß, Patricia Brachmann, ausschreiben über Facebook und dann melde ich mich bei den Klienten. Eng Dosse sind er immer hin, vielleicht auch ein bisschen mehr. So, das ist ganz verschieden. Sich mal die raus, wo sie immer verkaufen. Nach Kate, also der teuer so mein echte Monat an voilà, ich verkaufe meine Sachen über mein Site. Schon Site auf Instagram und auf Facebook und du schreibst Leute mich aufschreiben, die Kommande machen und ja. Alors, je viens de commencer cette année, j'en ai fait 2. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Kann ich noch privat bei ihr bestellen? Ja, ich nehme Kommanden. Meine Spezialität ist mit Deren. Selbstverständlich von Leuten spezielle Wünschen oder so oder ab muss kann ich das auch machen. Ja. Oui, bien sûr. Alors, il y a la page Instagram ou la page Facebook, via WhatsApp aussi, et tout le monde peut me contacter pour passer commande. Oui, je vends aussi à la maison. Also wir machen das doch eins, wenn die Leute wissen, was wir so verkaufen, dann kriegen wir auch mal Telefon und dann auf Bestellung, auch von mal kann auf Feld kommen, wir Puppen, die wir machen und so, und das verkaufen wir dann auch so. Ich bestellen, was ich aber mache, weil das, wenn ich bestellt, dass ich am Voraus bezielt, weil ich eben schon beigelaufen sind, dass Leute dann die Sachen nicht sicher kommen sind. Ja, wenn ich wirklich will, dann kann man mehr bestellen. Ich meine erst Kommanden auf Wunsch von den Leuten. Oui, bien sûr. J'ai une page Facebook et une page Instagram. Les gens peuvent me contacter sans problème. So, die Damen und Herren, erlaubt, dass wir pur Worte nicht richten, an meiner Qualität als Bürgermeister, zusammen mit den Kollegen aus dem Chef der Gemeinderat, so ein herzliches Merci, dass wir uns heute zusammen abhandeln, für etwas, was seit einer ganzen Reihe von Jahren eine Tradition heute Schöffling eben am Monat November, quasi Anfang Dezember, ist nämlich unseren traditionellen Hobbymonat. Wenn wir paar Worte nicht richten, also für allem für euch Merci zu sagen, für den Devoement, den der ihrem Hobby, ihre Bastelarbeiten entgegenbringt, und dann noch heute zu Schöffling, dann Möglichkeit kriegt, das auszustellen, respektive auch zu verkaufen. Also Respekt und als Anerkennung für die Arbeiten, die der macht. Ich meine, das nicht, was einfach so aus dem Arm gerüsselt wird, was heute präsentiert wird. Du sitzt in Heinz, du Stunde vielleicht doch mal ein bisschen die Schlang dabei, für Sachen zu kreieren, wo in andere Leute modern Welt ein Fried machen. Und dafür will man euch von dieser Platz aus ganz viel felicitieren für all die Leute und die Kompetenz, an die Geduld, an das Geschick, was da an die Arbeiten für zu basteln, für zu bitzen, für Sachen zusammen zu legen, eben dann Drama. Wir freuen uns immer nicht so beneidet, dass ein Hobbymonat können aufzumachen, und davon können zu profitieren, für zu sehen, dass ein Brett Palette von handgefertigten Produkten präsentiert wird, die eng vielleicht nicht mehr just handgefertigt, die anderen mit einer gewissen Hilfe gemäht, mit das aber ganz flott, was sich präsentiert, ob es Patchwork-Sachen sind, Beats-Arbeiten, ob es genähte Sachen sind oder ob es Spielsachen, die hier präsentiert gehen. Das ist eine flotte Tradition. Da sind wir auch froh, immer im nächsten darauf zurückzugreifen, dass viel von ihr das als Aktion de Bienfaisance gesehen, als eine Aktion von Solidarität mit anderen, mit Leuten hier zu Lützeburg, mit Leuten vielleicht über die Grenze von Lützeburg raus. Ich meine, das steht uns an diesen Zeiten gut zu Gesicht, dass wir wissen, wir leben an einer friedlichen, an einer Dach, ruhiger Gesellschaft, wo die Leute mit denen eins gehen, wo es kein Krieg, kein Terror gibt, dass sie sieht, das, was ich kann hier schaffen, wo ich selbst
verständlich Mengen können am Frieden und am Wohlstand können zu leben, dass ich dann einfach will dealen mit anderen und dafür sind wir immer froh, dass es Assoziationen heilbanne gehen, die eng Hand mal packen, ob das de Monde Uni, also ob das Leute sind, die sich für Haiti ersetzen oder also für Trade-Gruppe oder Leute, die sich für krebskrank Kanner ersetzen oder für Kanner, die an der Kannerklinik sind, wo die Association Pimpampel geht. Das sind alles flotte Aktivitäten an dat Bereicher durch diese Mitten und dafür sind wir ganz froh, dass es nicht nur einfach in Mitten ist, wo ihn sich dann trifft, mir wo ihn auch etwas mischt für Solidarität mit anderen. Wir sind heute 25. November, das ist übrigens auch den Tag vom weißen Band. Ich meine, noch das steht diesem Tag gut zu Gesicht. Den Tag vom weißen Band, das nicht ernst ist, wie sich bekanntlich anzutreten gegen Gewalt, besonders gegen Gewalt und den Schwachen und wenn es Gewalt vis-à-vis von Frauen an Kanner und soll auch ein Zeichen von Frieden sein. Und ich gehe weit versuchen, dass die mit den Hai dann noch eine Aktion ist, die neben der Solidarität auch ein Zeichen von Frieden kann sein. Am vierten Lebenssemester mengen ich gehen zwei wichtige Elemente. Franzose soen pour maîtriser la vie, on a besoin de deux choses, de l'humour et de l'amour. Und ich meine, wenn das noch verbunden wird mit der Bereitschaft, anderen zu helfen und zur Solidarität, ist das ganz flott. In dem Sinn will ich von dieser Platz aus erst alle Guren einen großen Merci sagen für das Mitmachen, für die Arbeit, die ihr an dem letzten Jahr oder an den letzten Monat investiert habt, für Produkte können vorzustellen. Ich will einfach auch all unsere Leute, die das organisiert haben, unseren Service, die Service, die das organisatorisch müssen noch beibringen, die Service wie als ein Gemengen Atelier, als Arbeiter, die dann hier Hand müssen mal packen, also Konzert, hier aus dem Gebäude große Merci sagen, dass das Haut kann stattfinden. Ich will auch den Vereine, die dabei sind für die kulinarischen Teil bereit sind, sich an Kehlt zu stellen, ob das den Syndikatinitiative ist, ob das der Folklorama ist, ob das Pomsche sind an anderer, dass man da aber auch etwas Flottes, Zusätzliches können offerieren. Ich gebe nur diese paar Wörter gerne als früheren und neuen Präsident von unserer Kulturkommission, Furtgin, Herr Yves Marke, die noch vielleicht den einen oder anderen perspektivischen Eindruck kann machen. Ich will darauf hinweisen, dass wir am Laufe vom Nomitten eine kleine Präsentation haben von jungen Menschen aus der Ligue HGMC, die eine Präsentation machen, etwas wie Straßentheater, das ist die Gruppe Dadophonik. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe, aber auch das gehört dazu, dass man auch andere Leute immer eine Chance geben, sich können zu präsentieren und zu weisen, was die kann machen, für die Leute früh zu machen. In diesem Sinn, so ein großes Merci, dass hier seid, und nur der Rede vom Yves, dann kommen wir auch noch mit einem offiziellen Part bei euch, da könnt ihr die noch genießen, das war noch frei am Nomitten. Muss ja, kann ja gute Qualitätswein, den wir offerieren, kann ich noch schon um 3:30 genießen. In dem Sinn, merci für den Lauschen, und Yves, du bist gut. Ich habe die Ehre, liebe Freunde, alle guten liebe Freunde aus dem Schöffener Gemengerat, liebe Aussteller, liebe Visiteuren Hobbymarkt hier zu Schöffling. Schweit mich wieder vom Bürgermeister, den du gerade gesagt hast, mal ausschließen. An eine große Merci denen gehen, die sich mit der Organisation von diesem Tag beschäftigt haben. Allem für die Koordination gemacht haben an die Firma Grand hatten, den SCC, Service des Citoyens de la Communication, mit Annik und mit Niki, die eine fantastische Arbeit gemacht haben, für das Haut Gitverein zu singen könnt, der als Aussteller ihren Platz fand und mehr als Visiteuren hier können einen flotten Weekend verbringen. Was gesagt ist, dass auch ein Hobbymarkt ist von der Solidarität. Es sind ein ganzer Kopf Vereine dabei mit einem karitativen Background, die hier sind, für Suen zu sammeln, für guten Zweck zu spenden. Was ich auch gesehen habe, wie ich rund durch die Reihe gegangen bin, was mich immens gefreut hat, dass der ganze Kopf Aussteller auch
affichéiert hun, dass ein Deel von ihrem Malaise, den sie werden erzielen, das weekend auch völlig spenden. Und dafür eher auch eine große Merci für die Initiative. Wissen, dass da viel Arbeit auf Freien an deren Kreationen hat, mit dass aber trotzdem die nicht vergisst, die auch Hilfe brauchen. Dafür merci ich. Wenn ich von Kultur schwätzt, wenn ein Hobbymarkt ist, dann ist es ein kulturellen Evenement. Muss man sich vorstellen, was Kultur sich ausmischt. Da gibt es viele Definitionen, gibt es viele Perspektiven, die ich kann drauf haben. Für mich sind 3 Kriterien, die ausschlaggebend sind. Für allem muss man dass kreativ sind, etwas schaffen. Sie wird mit den Händen, sie wird dass das eine Skulptur ist, dass den Text ist, Theater, Kultur kann vieles sind, die schaffen. Die Kreation, die gemerkt wird, die soll bei dem, wo es gesagt, Gedanken auslesen, soll zum Nachdenken anregen. Aber wenn den heute Stand geht, dann geht er auch zum Nachdenken angeregt. Sie will allein durch den Fett, dass ganz paar die Leute heißen, die auch wollen spenden für karitativen Zweck, mir nicht nehmen. Und das Letzte, das am Ende nahen, dass es soll Fried machen, dass es soll mit 4 wird die Sache etwas wirken lassen. Wie wird das dazu? Das für ein PD, als ich mit meinem Cousin redet, und über Journalismus beschwert und über den Headlines, die draufstehen. Und dann zu mir gesagt, ich würde ja gerne weiter Zeitung lesen, aber was mich nervös macht, das es sind just schlechte Nachrichten da. Es ist immer Katastrophen, Kriege und so weiter, was drauf steht. Seht ihr, Heinz gibt mir schon mal freuen, wenn ich eine positive Nachricht hat. Am Anfang, ich kann nicht daran denken, an den Beruf, ich meine, und so soll einmal länger kommen. Weil er reagiert Positivität. Das ist der Moment am Jahr, wenn sich bewusst wird, dass er vom Jahr zu Ende geht. Was okay negativ sind, mehr, ob es Fremer ist, ob die Feste, die zum Schluss kommen, ob die Familie, die kennt, ob die Freunde, die da sind. Wenn ich nicht schon am Vorfeld gewusst hat, dass die Jahr benennen geht, meistens mir gemerkt von Budgetzeit wie noch könnt, an lauter Zahlen dafür da serviert gehen, spätestens merkt den, dass die Christzeit, die für unter dir steht, dass die den Startschuss kriegt. Und dafür bin ich froh, dass der Hai sieht, an dem Moment, man da ist zählt, an Eis drin erinnert, dass du trotzdem Michael wieder, aber eine schöne Zeit, ob es du könnt. Eine besinnliche Zeit, wie gesagt, mit Freunden und mit Kollegen. Erst Aussteller alle Guten, nein, kein Merci gesagt, dass der erst Zeit geholt hat und dass Kreativität spielen gelassen wird, für Eis drin zu freuen, mit dem, was geschafft hat. Den Leute, die einer gucken kommen, an die ich dann gegen auch bitten, eifrig anzukaufen, weil sie immer da Gutes bewirken, 2 flotter Dinge gewünscht. Erst natürlich, der Success, den der geschafft hat, dass den auch im Moment von dem Weekend so geht. Wie gesagt, merci auch der Amtsis, die eifrig von Keier zu Keier für das zu dokumentieren, was zu Schöffling lebt. Bleibt mal just zu sagen, genießt die 2D, los erst gut gehen und denkt nur ein bisschen, los erst von der Atmosphäre, die heute anders macht, holen, für ein bisschen mehr Positivität an den Alltag zu bringen, wie was man vielleicht Tag für Tag an der Presse lesen. Los erst gut gehen, merci für kommen und schön feiern der schon. Wie kommt ihr zu Ihrem Hobby? Ich interessiere mich für den fairen Handel und daher sind ich der Gruppe von der Gemeinde für den Aktion vom fairen Handel zu unterstützen. Ich schon viel Ideen auf Facebook gesehen, ich schon ganz viele Ideen am Internet gesehen und habe ich gedacht, das kann ich auch mal probieren, weil ich wollte aber am Anfang mal ein Hobby sichern. Ma war so ich wollte Rebo für mein Kammer machen für ihr Kummer abzuhängen und du hat schon getestet zu klangen und dann schon okay den das flott du hat schon aber meiner Schwester geschenkt und mein Jungen habe bis heute noch keinen an der Kummer hängen da ist irgendwie so ein Hobby gehen und ja und ja sind schon angefangen und dann waren so Freundinnen noch verloren weil ich da gepostet hat im Facebook oder so und ja das hat da weitergegangen.
Ich bin Enseignant und Enseignant bei mir an der Schule, die hatten das mit ihren Kindern gemacht. Und du hast mich ein bisschen informiert, weil ich das flott fand. Und ja, du hast mal da angefangen, los. Ich bin 2019 Giedel gehen und ich wollte im Klangen unbedingt etwas häkeln an einem Arbeitskollegin, dem wir mal gewusst, wie es geht. Und ich hatte so viel Freude und dass das mein Hobby ging ist. Und ja, voilà, das verstehe ich du. Donc, Angels for Haïti est créé après le 2010, après l'arrivée de notre enfant en Haïti et le tremblement de terre. Il a fait vraiment pour chercher de nouvelles idées, de nouvelles bouts pour soutenir les enfants. Was verkauft ihr? Ich verkaufe Schmuckkästen und Schmuck, wo ich mache. Ja, hauptsächlich die 2 Sachen. Ich verkaufe alles, was mit Rebe zu tun hat, so wie ihr das heute seht. Und ja, also heute also mal für das Jahr, wo ich mache Christsachen, ich mache Ohrring, Trussen für Blumen, ganze Mann oder Küssen. Personalisiert Pochette mit Nummern drin, meine ich auch noch. Die stellen ich nicht aus, weil halt das personalisiert, dann darf ich dann daheim machen. Voilà. Ja, Küsten personalisiert, graviert Küsten auch noch. Und die kann ich noch bei mir dann bestellen, ja. Ein bisschen von allem, Dekorationen hauptsächlich, für daheim, Kerzenständer, Innersetzer, wirklich, ja. Auch Plateauen, ein bisschen von allem. Mein Bärischer hauptsächlich sind Plüschebeerischer oder mein Disney-Puppen, auch Alpaka finden, also alles, was so klang, kann ein Herz begehrt. Man hauptsächlich alles, was fairen Handel eben ist, sieht von Schokolade bis Artikel für das Haus. Voilà, im Zusammenhang mit der Weltboutique verkaufen wir dann von allem, was am fairen Handel zu tun hat. Donc ici, on a artisanat en provenance d'Haïti, du fer forgé et du papier. Et on a également des bracelets et des colliers faits pour nous-mêmes. Wie viele Ausstellungen oder mehr macht ihr am Jahr? Das Jahr habe ich leider nicht mehr den Haifuschmapp machen, weil ich Zeit gewonnen war. Also ich habe letztes Jahr Regie gefangen im Dezember für mit März, weil ich am Anfang nicht mehr auf Bestellung Sachen gemäht habe. Und da habe ich mich aber schlussendlich getraut, für ein grosses Stockage zu machen, für dann können noch mal auf den Markt zu gehen. Und das habe ich noch so mein Feiert dann. Das hängt auf, ein bisschen wie ich gerade kommen, weil ich aber auch sonst ganz viel zu tun habe, natürlich, ja, meistens so 2, 3 Stück am Jahr, ja, für kriegst du das zumals. Das hängt ganz davon ab, 2 bis 3 Maximum, weil es viel Arbeit da ist und ich alles an eigener Regie machen und ja, voilà. Also am Anfang zwei große, das dann halt ein Hobby macht, wo wir meistens dabei sind und dann eben auch all Jahres also ein faire Frühstück, das ist normalerweise am Mai, den wir auf der Gemengeplatz oft organisieren. Au moins 5 ou 6. On est à Chifflange sous la fête de l'intégration. On était la semaine dernière au marché de Noël sur Alzette. On sera au Festival de Migration Kirchberg. Et voilà. Kann ich noch privat bei euch bestellen? Ah ja, selbstverständlich. Über Facebook zum Beispiel, das ist gar kein Thema. Ja, also die Leute können über Facebook oder mich über Instagram anschreiben oder auch privat, wenn sie mich kennen oder so. Und dann hole ich Bestellungen ab, so wie ich Zeit habe und dann mache ich das dann noch für sie. Ja, ich fahre da ganz viel über Instagram und Facebook und da finde ich mich dann über Oresin_Lux. Ja, dit kann ich, also ich fahre just über Instagram, da finde ich mich in der Berschis mit AE. Und was da noch wichtig zu wissen ist, ich spende talschend immer vom Allies und Hilfsorganisationen. Ich habe gesehen, ja, wie viele die letztes Jahr gespendet haben. Wir haben den Schöfflinger Kaffee. Die können auch auf der Gemeinde sicher gehen. Den geht verkauft. Oui, bien sûr. Vous trouvez Angels for Haïti sur Facebook ou sur Instagram et nous avons aussi un site internet.